Geschichten uit onze Geschichte Nummer 20. Ditmaal nog meer van wo onze Eltern en Grootouderen voeren Apel aankijpen, zum winter, en van ihrem velen rumspazieren, zoals dat moed weer, als we in Chihuahua opwassen. In de 1930er jaren holden de meeste mennonitische burgers in Chihuahua im Herbst entweder uit Mexico ihre Apelgordes, Sieden von Cusividiachi oder von dicht bei Bachiniwa Apel für den Winter. Vielleicht holden die meisten Eltern die von Bachiniwa, weil es erstens einmal der Weg durchhand besser wäre, als nur die Gordes am Sieden in Nähe von Cusi. Und zweitens, weil sie bei dieser Gelegenheit dann auch Verwandte und Freunde an der Swift-Kurrent darpa besuchen wollen. Aber Bilder ab der Sieden von 56 und 57 an dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko bewiesen, dort Mennoniten damals auch uit der Apelgordes Sieden von Cusi Apel geholt haben. Nur die Apelgordes Sieden von Cusividiachi kann man von so einer Darpa aus zum Beispiel Steinbach oder Blumenurt, wenn man den Tag im Bett anlegt, an einem Tag Hahnenträg fahren. Und vielleicht fuhren so eine Lied, die Tüs nicht besorgt haben, wenn sie zur Nacht nicht Tüs wären, lieber ihre Apel von der Gordes Henyakusi holen. Der eine wären ab dem Bild ab Sied 57 diet an, dass es ungefähr 1940 gewesen ist, als diese Steinbacher von Henyakusi Apel holen fuhren und Henyawees das Bild genommen haben. Dann Mennoniten fangen an den 1930er Jahren an, alle Autos zu kaufen und davon Werbes zu merken. In der Werbung ab diesem Bild ist all von einem Ford T oder vielleicht auch von einem Ford A Auto gemerkt worden. Das Bild redet auch davon, dass die Mennoniten die Windreifen am Anfang noch nicht so recht vertrüden. Einige mennonitische Bürger büden am de Rems von der haltenden spekende Räder sogenannte Faljesram und trocken eiserne Reifen durch Ram. Die Räder an dem Wagen auf diesem Bild sind so gemerkt. Andere Bürger rollten Stremels Gumm von dem Bett dickere Reifen Ram der Rems und es steht dort, sie ihre Kornwagens mit Windreifen brauchten. Dort viele Mennoniten die Windreifen am Anfang nicht recht vertrüden, dort hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass sie in der Stadt neue Reifen zu kaufen, manchmal allerhand Fleckerien anstalten, wenn ihre alte Reifen Löcher kriegen. Ich erinnere mich noch gut an, dass viele Bürger dort so deiden in den Anfangs 1940er Jahren. Bei uns war damals auch, wenn eine Reif ein Loch gekriegt hat, ein Fleck Gumm von einer anderen alte Reif geschnitten und von Bernen für das Loch gelegt. Ich glaube, wir nannten dort ein Warach. Man redet immer von einem Warach an der Reif. Bald aber kauften die Mennoniten leichter neue Windreifen für ihre sogenannten Kornwagens und dann verleibten sie sich mehr an diese Reifen. Und als erst immer noch mehr Bürger so eine Wagens hatten mit Windreifen und dann auch anfangen die sogenannten Grain Tanks für diese Wagens zu merken. Und es steht die traditionelle Doppelboxen, wo für die Hochräder gehaltene Wagens all so lang immer gebraucht worden wären, dann wird die sogenannte Grain Tank Wagen bald sehr berühmt bei vielen mennonitische Bürger. Und nicht mal zum Fuhren fahren, aber auch zum Spazieren fahren. So ein Wagenbox wäre breiter und da gingen leicht so eine Seiten oder Seitbreiter an zu leihen,
dort 3 Personen gemütlich an eine Seite setzen können. Ich erinnere mich besonders daran, dass wie ein sogenannter Grain Tank waren ganz viele Jugendliche, Jungs und Mädchen, an einem Augusttag 1945 nach einem Apfelgarten anfuhren, Süden von Kusiviriachi. Wir fuhren nicht nur einem Apfelgarten, weil wir wollen vorn Apfel schäppen oder Apfel holen. Dort haben wir da sehr wenig Raum gewasst an unserem Grain Tank. Dann haben wir ganz voll sehr lebende Jugend. Aber wir fuhren, weil wir mal als Jugend einen ganzen Tag taub sein wollen, mal an Gemeinschaft was tun wollen. Wo ein bei uns damals sogenannter Grain Tank oder Grain Tank Werbung aussah, dort wiesen auch ein paar Bilder in dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko. Auf Seiten 233 und 244. Der Grain Tank Werbung wird Lothar aus den Mennoniten in Chihuahua erste Gomreifen-Traktoren houden en fuhren. Sehr beleefd met tractor en Grain Tank Werbung naar Cuauhtémoc oder auch Sassou aanfahren. En nu nog waren terug nog, wo viele von unseren Eltern rumspazierten, als wir in Chihuahua abwassen. Ein 4, 5 oder 6 durchschnitt rumspazieren, so als zum Beispiel die Manitoba-Kolonie Büres oder Ehepaaren an der Swift-Current-Darpa und auch von Swift-Current-Büres oder Ehepaaren an der Darpa ab der Manitoba-Kolonie. Dort deuten in jener Zeit nicht mal viele von unseren Eltern in Chihuahua, wenigstens einmal im Jahr. Dort deuten viele, sehr viele von unseren Mennoniten. Dort heißt, wenn sie thuis al genug große Mädchen und Jungs hatten, um alles besorgen können. Und so ein Einwegschritt rumspazieren, wir in jenen Jahren sehr Mode, wie die Mennoniten. Nicht mal in Mexiko, aber auch in Kanada. Ich erinnere mich daran, dass unsere Eltern auch sehr viel Jas gekriegt haben von der Swift-Current Darpa und auch von Springfeld Nummer 41 und Blomstein Nummer 42. Und dort die meiste so eine Jas von wieder auf dann auch bei uns zu nachbleiben. Dort diese Tradition von sich viel jenseitig besiegen, mag uns so sehr verloren gegangen ist, dass es eigentlich schade. Denn ich glaube, so ein regelmäßiges Besiegen pflegt ein gesundes Verbundenfeilen von Verwandtschaften und Freunden oder Freundschaften. Wir vergessen von der überhaupt viel zu sagen, was ein gemeinsames Kolonisleben und ein regelmäßiges jenseitiges Besiegen zu einem gesunden Verbundenfeilen beigetragen hat. Auch wenn so eine mit uns verwandte Büres von der Swift-Current Darpa oder von Springfeld Nummer 41 in Blomstein Nummer 42 in jene Jahren mit Pied und Wehren getreut noch Cuauhtémoc vierten zum Verkeipen, dann kämen viele von an noch uns zur Nacht. Aber in den Lot 1930er Jahren kämen die alle mit ihren Hochrede gehaltenen Weges in große Pied. Aber in den 1940er Jahren kämen all immer noch mehr mit ihren sogenannten Kornweges. Und ich glaube, dass wir im Winter 1942 dann kämen mal Feier von unseren Vaters, aber schmetten ihre Jungs von Scheinburg Nummer 113 mit 3 Lage Doppelpacks Weges noch uns zur Nacht. Sie hatten 3 Fuhren Mais oder Korn nach Cuauhtémoc geführt und verkauft. Diesmal wären alle 3 Weges all Kornweges. 2 hatten Pied vergespannt und einer hat Mühlers. Und als wir 7 Jungs, 3 von uns und 4 von Schmetten ihre Jungs, uns an unsere Sommerstube zur Nacht angelegt haben, und all die Lampe ausgepüst haben, dann seht Schmetten geht mit einmal ungefähr so. Wenn diese Nacht ein Mexikaner durch dort Fenster hineinkommen wird und dann wird
dat wir hier 7 Jungs ben sind, dann wird denen dort bald sehr leid worden, dat hij hier ingekropen oder ingekommen wäre. Des Jung redet so, als wenn hij sich dat sogar wünscht, dat so in dieser Nacht passieren wird. Und nu zwischen einmal war da ein kleines Späßchen. An einem Tag, als wir bei uns gerade mit dem Mittagessen fertig wären, dann lädt mein jüngerer Bruder beim vom Tisch gehen die Hand auf seinem Bock und sagt an einem Atem: So, ich habe mich schön satt gegessen. Mama, kann ich einen Apfel? Über diese Bemerkung mit einer Frau und einem Kartensatz haben wir die Schwester nicht mal dann für das Geld gelacht, aber auch noch viel her. Und wir haben unserem Bruder das auch niemals vergessen gelassen. Einmal war da, haft er von uns, wenn wir am Tisch schön satt wären, gesagt: So, ich habe mich schön satt gegessen. Mama, kann ich einen Apfel? Und nun noch ein Bild von, was mennonitische Jungs manchmal mit den Mexikanern ihre Burros getan haben, wenn die sich auf ihre Hauskehls herumtreiben. Als wir Jungs aus den Schuljahren wären, so als wir dort nannten, dann fangen wir bald an, am Sonntag 14 Uhr Mittag herumtreiben zu gehen, so dass das dann unser Darbe Mode wäre. Wir dachten dann, dass wir zu groß geworden wären, um so eine Dinge zu tun als Grippe und Verstärker spielen, und wir als Schuljungs viel getan haben. Aber wir hatten auch keine Anleitung an was wir selbst tun können. Und so ganz uns selbst überlassen, kann man es manchmal nicht viel was gescheitert zu tun an. Aber die Mexikaner leiten in jenen Jahren nicht mal die meiste von ihren Rinder, Piet und Müllers, aber auch ihre Burros am Hof so schwind als möglich losgehen, sodass sie sich auf die Mennoniten in ihrem Land selbst das Futter sägen und ablesen mussten. Sie deuten dort so, weil sie sich dadurch so viel als möglich Futter sparen wollen. Und dann dreif all das sogenannte Mexafei sich immer monatelang auf dem Koloniesland herum. Viele Burros wären monatelang immer auf unsere Hauskehls. Und dann, an einem Sonntagnachmittag, fiel einem von meinen Gesellschaftskameraden dort so bei, nu dort wie, wenn wir auf unsere Gas auch noch nicht aus den ganz großen Jungs talten, aber von uns selbst auch nicht mehr dachten, dass wir kleine Jungs wären, nu sollen wir uns auch mal jeder einen von den Mexikanern auf unserem Land herumdriebende Burros grieben und damit herumreiten. So als wir dort von den größeren Blumenurtschen Jungs all manchmal gesehen haben. Und als das Jung diesen Vorschlag gemerkt hat, dann gingen wir alle darauf an. Wir gingen auf unsere Hauskehls dahin, wo sich jeder Tag immer ein Härtchen von Burros herumdreift. Und wir fangen zum ersten Mal selbst ut, wo leicht die meiste von diesen vielen Tieren sich ankommen leiten. Jeder Jung nahm einen Esel, sah sich hinab, ganz ohne Taum und ohne Sodel, so als die dort gewarnt wären. Wir hatten ja dort all immer weiter gesehen, dass die Mexikaner die Burros lenkten mit ein kleines Pätschchen oder Stockchen oder sogar auch einfach mit ihrer Hand. Und einige von uns hatten auch ein Stockchen und lenkten die Burros damit. Und andere von uns lenkten die auch mit unserer Hand. Und so reiten wir damit an unserem Darben an. Bei uns Mennoniten heiten diese viele Tiere übrigens nicht Burros und auch nicht Esels. Bei uns wären dort Burrasch. Aber als wir Jungs alle auf diese vielen Tieren reiten, dann wären dort doch weiter Burros. Einige von uns Jungs versuchten zum ersten Mal so einen Burro zu lesen, wenn er sehr mag wäre, wenn er sich leicht ankommen lässt. Ich wäre ein so ein Jung. Aber ein sehr mager Burro wäre dann meistens auch sehr viel. Andere Jungs dagegen wären braver.
die versuchten so eine Burasch auszulesen, wo nicht zu mag wären, sondern wären besser am Rahmen zu kriegen. Aber die verstanden auch besser, den Ritter raufzubacken, wann andauernd wir. Und wenn ein Bura mal dacht, dass der Jung ein Bett zu viel von ihm verlangt, was tun merken will, was er nicht jeden tun will, dann verstand er den Jung von ihm raufzukriegen. Wir lernen dort sehr bald, dass, wenn ein Bura erst seinen Kopf zwischen seine Fairbein stürkt und seinen Regen ganz krambüch, dann wird er ganz reit, um den Jungen raufbacken. Und wenn er in so einer Stellung dann einmal sein Hängestet eng sehr hastig abbackt, dann kann er den Jungen ganz leicht merken, noch fairen Hahn überschreiten. Und dann wird er den los. Ich selbst habe das nicht erfahren, dass ein Bura mir raufbackt, aber ich habe das vielmal zugesehen, wenn einige von meinen ein Bett brovere Kameraden raufgebackt worden. Wenn der Bura keinen Taum mit einem Teil abhaft, dann kann man nicht sehr viel daunen, dass er seinen Kopf nicht zwischen seine Fairbein stärken kann. Und wenn er seinen Kopf erst zwischen die Fairbein haft, dann ist ihm dort ein ganz kleines, seinen kleinen Retter noch fairen Hahn raufzubacken. Ich glaube, als wir an diesem Sonntag Nachmittag mit den Burasch Ramgereden hatten, dann waren unsere Lebenpäckchen wohl nicht sehr gut geregt haben, als unsere Mütter oder unsere Schwestern, die am Montag reinmücken zum Weichlegen. In uns selbst taten die Beine in die Hängerbacken am Montag ziemlich weh. Einige Jungs taten das noch mehrmal oder noch mal weiter, aber ich war einer von denen, wo er von einmal sozusagen genug hat. Die geratere Jungs am Dorf jogen einmal Hertjes mexikanische ramdrievende Schruggen ab einem Nobasienhafen ab und dann in den Stahlen an. Und dann sahen sie diese Pied Time ab und leden an Sodels ab und dann jogen sie damit ram. Einige Jungs reiten diese Schruggen auch ohne Sodels. Weit die meiste von den Mexikaner Buros wohnen an den Ranchos um die mennonitischen Kolonien herum wohnen, treiben sich an die ersten Jahrzehnte von 4 bis 5 Monaten im Jahr auf die Mennoniten ihre Kolonien herum. Aber nicht alle Mexikaner ihre Buros dürfen das tun. Einige mussten das ganze Jahr durch schwer arbeiten. Auf der Süden saß sich in 232 an dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, sind Bilder von, wo viele Buros immer waren, aus dem Wald bei Napawechi oder bei Miguel Chiquito Brennholz holen mussten und dort an den ganzen Weg noch Wachtheimok handtragen. Dort wir einige Mexikaner geschafft. Sie verdienten damit ihr Leben, dass sie mit ihren Buros immer waren, an einem Tag in den Wald gingen und sich dort halt reitmücken. Und dann den nächsten Tag mussten ihre Feierbeinsche Fracht tragen, dort halt noch Wachtheimok oder noch andere Städten handtragen, zum Dorf kippen. Ab sie 232 ist auch ein Bild von einer Quittung oder ein Recibo, wo bewies dafür ist, dass so einem Geschäftsmann eine Burolod Brennholz 1937 15 Tavos gekostet hat. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal noch was davon, wo Mexikaner ihre Fracht mit Burro, Müller, Pied und Ossen fotografierten. Und auch noch von was Mennoniten mit Burros und Müllers getan haben in der Zeit, als wir in Mexiko abwassen. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.